Willkommen zurück, liebe Zuschauer, hier zum Let's Play von Star Wars Battlefront 2. Die Hauptstory haben wir mit Iden Versio durchgespielt, doch wie wir am Ende der Hauptstory gesehen haben, ist das Imperium zwar geschlagen, aber die Erste Ordnung kommt nun erst wirklich an die Macht. Und damit beginnen wir mit dem DLC, gratis DLC, die Wiederbelebung. Iden Versio Story geht weiter, als die Erste Ordnung an die Macht kommt. Die Galaxis brauchen weiteres Mal die Dienste der Kommandanteurin des Inferno-Trupps. Das kann was werden, wa? Ja, direkt mal starten. Wir gucken mal. Entdecker, Soldat. Ich glaube, machen wir den gleichen Schwierigkeitsgrad wie bisher auch, sprich mit Soldat. Eine Item, die sichtlich gealtert ist. Kein Wunder, denn ja, seit Episode 6 sind etwa 30 Jahre vergangen. Wenn sie damals etwa 30 war, oder am Ende, Anfang 30. Die Karte zu Skywalker. Du weißt, wie ich sie finden kann. Wo ist sie jetzt? Ich hab, was ich wollte. Du hast deine Waffe eingetauscht. Wofür? Vaterschaft. Weißt du, Iden hat mich vielleicht verraten, aber du hast mich enttäuscht. Hask, lass sie einfach in Ruhe. Das wird nicht gut für dich enden. Ihr begrabt Del Meeko und seine Crew. Finger weg von der Codes. Du weißt, das wird sicher locken. Davon gehe ich aus. Star Wars Battlefront 2 Resurrection. Kiaras Committing Cluster. Das Hartaga-System. Als ich sagte, wir könnten Manöver üben, habe ich was anderes gemeint. Ist schon okay, Mom. Sei nicht so eine alte Dame. Alte Dame? Diese alte Dame erzählt dir gleich was übers Fliegen. Also pass auf. Ein Signal von der Corvus. Sein Dad ist doch erst in ein paar Tagen zurück. Iden, hier ist Shriv. Ich schicke dir jetzt Koordinaten. Ich muss dich sehen. Sind unterwegs. Pilio Chinata-System. Onkel Shriv, hab deinen Dickschädel vermisst. Oh ja, ich deinen auch, Say. Ist alles okay? Wo ist deine Mom? Die sucht ihren Mann. Schön, dich zu sehen, Shriv. Wo ist Del? Ich bin für den Widerstand Gerüchten nachgegangen im Ginata-System. Es geht um ein Projekt namens Wiederbelebung. Personen verschwinden und General Organa glaubt, dass die Erste Ordnung vielleicht dahinter steckt. Ich war überrascht, als meine Scanner die Corvus auf Pilio outeten. Was hast du gefunden? Gar nichts. Das Schiff war leer und auf dem ganzen Planeten Tagebau. Ich habe überall gesucht, aber kein Zeichen von Del. In den Schiffslogs habe ich dann das gefunden. Also vor Pilio war Del auf Atula, einem Planeten am Rand des Systems. Dort muss jemand wissen, was mit Dad ist. Hoffentlich. Denn es ist unsere einzige Spur. Shriv, nimm Kurs auf Atula. Gerne. Atula, ziviler Sektor. Corvus, endlich.
Haben Sie die Leute auf Pelio gefunden? Halt, wo ist Del? Del ist nicht hier. Hat er Sie geschickt, um uns zu helfen? Die Genata-Sicherheit hat schon so viele Familien entführt und wir sind verzweifelt. Jemand unterbricht das Signal. Das sind Genata-Sicherheitsschiffe. Glebs Truppen. Was ist hier los? Wir haben Besuch. Shriff, ich brauche deine Erfahrung auf der Brücke. Zay? Das kommt jetzt plötzlich, aber du bist soweit. Komm in den Hangar. Der Atulaner hat gesagt, die Genata-Sicherheit entführt Familien. Dahinter muss mehr stecken. So ist es. Hier spricht Lima Kai von der Opportunity. Ich rufe die Corvus. Ergebt euch, bevor es hässlich wird. Das wollte ich auch gerade sagen. Ha! Gleb sagte schon, dass sie stur sind. Aber hey, ich hab's versucht. Bis dann, Commander. Was ist der Plan, Alten? Kannst du die Corvus längsseits der Fregatte bringen? Erst wenn die Schiffe ausgeschaltet wurden. Ich kann Asteroiden oder Lasern ausweichen, aber nicht beidem. Ich orte Sternenjäger und Transporter. Worauf soll ich mich konzentrieren? Sie müssen alle weg. Folge mir einfach und achte auf die Asteroiden. Ja, das ist ein richtig interessanter Mutter-Tochter-Ausflug, war hier beim DLC zu Star Wars Battlefront 2. Druidenreparatur kennen wir. Ionenimpuls, der ist der neu? Ich glaube eigentlich nicht. Gehen an einen großen Radius und verlangsamen ihre Fähigkeiten kurzzeitig deaktiviert, ist aber sehr, sehr cool. Protonentorpedos, Ausweich cool, können wir machen. Keine Sorge, Mom, hab eine Menge von dir gelernt. Das will ich hoffen, Kleines. So. Sag mal. Tschüss. Ja, glaube ich, erst noch sehe. Ich kann nicht hin. Ich kann ja erstmal die hier, wa? Die bin ich schneller. Und der und. Fallera. Einer weniger. Ja, aber sind trotzdem noch viele. Na, wo willst du denn hin? Und abhauen war nicht die Rede. Ja. Wobei eigentlich ist es trotzdem ziemlich easy, weil wir einfach sehr langsam unterwegs sind. Ich hoffe, dass mit der Geschwindigkeit auch mit dem Schwierigkeitsgrad zusammenhängt. Wobei, wäre ein bisschen seltsam, wenn es so wäre, aber man weiß ja nie. Ja, viel zu weit weg noch. Laut den Scannern sind die Transporter fast leer. Labs Truppen verschleppen anscheinend Atulaner und bringen sie auf die Transporter. Selber schuld. Wer fliegt schon so alte Kisten? Alt muss nicht schlecht sein. Alles, was schießt, ist gefährlich. Das stimmt. Ich meine, ganz ehrlich, zwischen Episode 7 und Episode 4 liegen ja fast 60 Jahre, vielleicht sogar 60 Jahre. Weil zwischen Episode 3 und 4 sind es ja 19 und zwischen Episode 6 und 7 sind es ja 30. Also insofern, und die Sternzerstörer, die wir noch aus Episode 3 kennen, die ursprünglich mal im Besitz des Imperiums waren und seitens der Klonkriege, die gibt es ja immer noch. Halt für das Imperium und die Erste Ordnung, also ja. Mach ich doch schon. Und doch alle eigentlich schon. Ja gut, der fehlt noch. So, jetzt fehlt er nicht mehr. Zufrieden, Shriff? Greifen uns diese Transporter etwa an? Es gibt heute praktisch nur noch bewaffnete Träger. Wir kümmern uns darum. Zay, zu mir. Wir erledigen die Transporter. Oh, super, da freue ich mich natürlich. Die wollte ich jetzt eigentlich nicht haben, aber okay. Oh, dauert. Aber müssen es lang, kann ich irgendwie schneller werden?
Ich hätte gerne ein bisschen mehr Speed. Boom, boom. Ah, schon besser. Aber jetzt niemals die guten alten X-Flügler. Und vielleicht doch. Ei, Karamba, war dann das gerade? So, komm schon. Jetzt hat es so gut geklappt. Bumsfallra. Meine Schiffe auszuschalten beendet nicht unsere Operation. Sie meinen Projekt Wiederbelebung. So nennt es Glad. Ich nenne das Kind beim Namen. Schwarzhandel. Nur wo auch nicht, wahr? Also der Radius-Attacke ist echt im Ionimpuls eine Schweinerei. Na, wir holen auf. So, komm schon. Konvoi zerstört. Sie entführen heute niemanden mehr, Lima Kai. Glauben Sie? Ich muss eine Quote erfüllen. Wenn nicht hier, dann eben irgendwo anders. Das glaube ich nicht. Sie gehen nirgendwo hin. Wir müssen sie aufhalten. Trish, zieh den Beschuss der Fregatte auf dich. Dann schalten wir die Triebwerke aus. Roger. Dann mal los. Mhm. Triebwerk Opportunity zerstören. Das klingt eigentlich sinnvoll, wenn es bloß ein bisschen schneller wäre. Hat nirgendwo irgendwie Puls oder so etwas. Die Entfernung treffe? Ja, eher fragwürdig. Die brauche ich. Hören Sie auf! Was ist nur für einer? Aber bleibst du mal stehen? Geht doch. Muss ich mich einfach nur von der Macht treiben lassen. Ah. Okay, die Macht ist nicht so stark in mir, wie ich gerne hätte. Sag mal. Lassen Sie das ein! Ich glaube, es funktioniert. Dann bleiben wir dran. So, war nicht so, wa? Lass mein Schiff in Ruhe! Nee. Aua, aua. Na, komm schon. Kann es lange dauern. Ich schieße genau darauf, wo ich soll, aber glaubt ihr irgendwie, die Anzeige geht weiter runter? Nee, keine Chance. Ah, in Jabbas Namen aufhören! Jabbas Name. Jabba ist längst tot. Der starb am Anfang, Episode 6. Ja, war ziemlich Anfang. Ei, das dauert und dauert. Keine Chance, auf jeden Fall einen Treffer nicht. Und die sind alle down. Jagt die Triebwerke hoch! Würde ich ja gerne machen. Da komme ich nicht. Ah, jetzt werden wir quer. Ja, quer kannst du uns. Alle Laser und Torpedos auf die Triebwerke feuern ein! Ja, danke Corvus, dass du mir gerade in die Quere kommst. Gleb hatte recht, sie bedeuten Ärger! So sieht's aus.
Meine Güte. Stirb doch mal. Geht doch. Geschafft! Die Triebwerke sind hinüber! Lima Kai, ich gebe Ihnen eine letzte Chance aufzugeben. Dafür bezahlt Klepp mich nicht. Sie bezahlt mich für einen Job und den werde ich erledigen. Nein! Lima Kai ist in einem modifizierten N1-Sternenjäger unterwegs zu dir. Und er hat schwere Sternenjäger zur Verstärkung dabei. Ich lenke Lima Kai ab, du erledigst die anderen. Zay, warte! Zu spät! Ja, toll. Ganz die Mama. Sag mal. Ich kann ihn beschäftigen, aber nicht ewig. Du schaffst das. Ja, ich weiß. Ich habe auch noch eine Mühe. Und tschüss. Alter. Uah. Bin noch schwindelig. Mann, ihr Fresse, wie viele sind es noch? Fertig mit seinen Freunden? Ich arbeite daran. Ja, Wortloch. Lügemänner erledigt. Zay, ich bin unterwegs. Mist! Sag mir, dass du okay bist. Mir geht's gut, aber pass auf, Lima Kai kommt zurück zu dir. Ich erledige ihn. Du fliegst jetzt zurück in Sicherheit auf die Corvus. Ja, Ma'am. Kennen Sie Atula? Der Planet ist ein Albtraum. Ich weiß nicht, wohin Klepp die Kinder schickt, aber sie tut ihnen mit Sicherheit einen Gefallen. Yeah. Wow! Tonenimpuls! Gute Idee. Das deaktiviert die Bomben, bevor sie explodieren. So ist geplant. Minen deaktivieren. Ja, danke. Soweit war er selber schon. Das Spiel, ey. Ah. Bombe unterwegs! Weg da! Kein Problem. Schämtheit. Okay, das reicht jetzt. Bin ich allerdings auch. Schon wieder. Name drauf. Oh. Hey, was? Vorsicht! Ah. Wissen Sie, ich habe den Job nur übernommen, weil es hieß, er sei einfach. Feste Bezahlung, warme Mahlzeiten, kaum Leute, die mir in den Rücken fallen wollen. In meiner Branche ist das praktisch Ruhestand. Sie ruinieren meinen Ruhestand. Das tut mir leid. Nee, nicht wirklich. Ich krieg sogar zwei der Arsch. So. So. Wow. Ich weiß, das klingt jetzt hart, aber ich habe den Kerl wirklich gehasst. Ich hol mir die Fregatte. Oh, danke. Es ist vorbei, die Opportunity hat sich gerade ergeben. Was? Kaum ist der Anführer weg, geben Sie einfach auf? Ich könnte Ihnen gesagt haben, dass alle unsere Erschütterungsraketen sofort abfeuerbereit sind. Zay, die Corvus ist seit Jahrzehnten unbewaffnet, das weißt du. Ja, aber die wissen das nicht. Nein, tun sie nicht. Gut gemacht, Soldat. Das ist nicht alles. Sie haben alles gestanden. Klepp hat Dale abgefangen, als er über Projekt Wiederbelebung stolperte. Wo ist sie? Das glaubst du mir nie. Vardos. Chinatas Sicherheit. Hauptquartier.
Aiden, warum sollte Zay auf der Corvus bleiben? Sie hat gute Arbeit auf Atula geleistet. Wir könnten sie hier gebrauchen. Gleb gehört zu einem Teil meines Lebens, den ich gern vergessen würde. Zay darf meine Vergangenheit kennen, aber sie soll ihr nicht ins Gesicht schauen müssen. Das verstehe ich. Das verstehen wir alle. Immerhin schneit es. Sehr hübsch. Das ist kein Schnee. Das sind atmosphärische Rückstände von der Operation Asche. Die Reste einer Stadt, die seit Jahrzehnten tot ist. Weißt du was? Ich sag jetzt gar nichts mehr. Das mir doch kommt irgendwie im Kampf vor. Aiden, sieh mal. Was ist das für ein Licht? Die erste Ordnung. Sie muss es sein. Was haben Sie getan? Los jetzt. Wenn wir Gleb finden, wissen wir auch, was mit Dell ist. Danach kannst du zurück zum Widerstand und rausfinden, womit wir es zu tun haben. Könnte es sein, dass dieses DLC, Wiederbelebung, oder wohl eher gerade dieser Akt hier. Ich habe gehört, hier leben noch Leute. Ich dachte, Gleb hätte Vados zusammen mit dem Imperium aufgegeben. Ein Irrtum. Könnte es sein, dass es zum Zeitpunkt vom Ende von Episode 7 stattfindet? Ja, ich weiß, ich bin ja noch ein bisschen diskutieren und so weiter. Das heißt, das war gerade der Strahl von der Starkiller-Basis. Und damit wäre wohl ja, das meiste von der Neuen Republik, die meisten Planeten der Neuen Republik wohl zerstört worden. Coruscant unter anderem waren ja, das war sowieso so, wie ich finde, völlig übertriebene Starkiller-Basis. Hallo, erstmal 10-mal größer als der Todesstern und das in irgendwie 30 Jahren oder so mal so. Ja, ist ja gut. Einmal so im Geheimen gebaut, ist klar, natürlich mit so einer Schlagkraft, dass durch die halbe Galaxis der Strahl fliegt, sich aufteilt und dann jeder Strahl davon so stark mächtig ist, um den ganzen Planeten zu zerstören. Also, oder einfach das ganze System, der ganze Strahl, ein ganzes System auszulöschen. Also, ich weiß ja auch nicht. Freunde, ich sage trotzdem wieder vielen Dank fürs Zusehen hier beim DLC zum Story-Modus, oder der Kampagnenmodus von Star Wars Battlefront 2. Nächste Folge geht es weiter mit Aiden Versio und ihrer Tochter plus Shriv und ja. Was mit denen ist, wissen wir. Aber wie Aiden und Co. das erfahren werden, wir können gespannt sein. So oder so, es wird wohl ein trauriger Moment bleiben. Naja, bis dahin, ciao zusammen.